Hallo Motherfucker, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Big Daddy G, Alex der Boss, dir dürfen wir aber auch nur Lexus sagen. Im heutigen Video teste ich ein neues Format. Das Format heisst Skandal! Ich werde in diesem Format so Sachen zeigen, die ich einfach komplett skandalös finde. Ich würde sagen, reden wir lang um heiß Bein, um ein spreizes Bein. Und los geht's. Skandal! Der Kanal von Julians Blog. Ich weiss nicht, ob ihr Julians Blog noch kennt. Der hat auch so JBB, das war so ein Rap-Battle. Da ist zum Beispiel der Motherfucker hier berühmt worden. Und er hat so Videos gemacht. Ein ganz bekanntes Format von ihm war Seelsorge. Da hat er seine Fans geraten mit all seiner Lebensweisheit, was sie auch am besten... Du bist der dämlichste auf Müll, der mir jemals untergekommen ist, und ich möchte, dass du dir das Leben nimmst. So, mit Hilfe des Herrn. Ich glaube eher mit Hilfe von Sperma aus Adams Hodensack. Pass mal auf, Fotze. Darf ich das sagen, oder ist das zu niveaulos? Ja, so in der Art. Eigentlich ist es nur um das Beleidigen gegangen. Und ich sage euch, zu dieser Zeit ist das noch so okay gewesen, dass man so Videos gemacht hat, aber zur heutigen Zeit wäre das komplett skandalös gewesen, Mann. Sollte ich auch solche Videos machen? So schwer, das zu verstehen. Weißt du, was auch schwierig zu verstehen ist, du dumme Fotze? Ist deine Mutter, wenn mein Schwanz in ihrem Mund ist. Du Bastard. Hab mich eingeschissen vor Lachen und es dann gegessen. Das ist extrem grusig und ich wollte es eigentlich nicht hören von dir, du hässlicher Hurensohn. Bring dich bitte selber um. Power Director ist crazy. Weißt du, was auch crazy ist? Das, was ich jetzt gerade zu dir sage, du hässlicher Bastard. Wieso nimmst du dir nicht eigentlich das Leben? Das wird uns viel besser tun. Mach mal etwas für die Gesellschaft, du dreckiger Hurensohn. Fotze. Skandal! Frauen und ihre Listen. Ich weiss nicht, wieso das im weiblichen Wesen das so ist, dass eine Frau für alles eine Liste braucht. Eine Liste zum Einkaufen. Ja, okay, ist ziemlich klar, weil Frauen können ja kochen, die müssen ja einkaufen. Eine Liste von den Namen von ihren zukünftigen Kindern. Wunschlisten, was ihr zukünftiger Lover soll machen. Red Flag Listen, Schwanzlisten, Kusslisten, alles. Und jetzt gibt es schnell einen Einblick für alle, für was die Listen so sind. Namensliste für zukünftige Kinder ist klar, da steht so Namen drin wie Emilio, Emilia oder so Adolf Hitler. Das nächste ist so die Red Flag Listen, die jede Frau hat. Kein Starbucks, muss ein iPhone haben. Wenn ihr abhockt beim Essen und solche Scheiß kennt ihr auch, oder? Dann gibt es auch die Wunschlisten von ihren Dream Husbands, ja. Da steht so drin, er soll 100k im Monat verdienen, er soll musikalisch sein, er soll Gucci Bags anlegen, er muss können Double timen. Und immer wenn ich so höre, wenn so ein Mädchen sagt, er soll können Double timen, macht's bei mir immer, ich komme mir nachher mit den Männern nicht wieder, wenn ich überlegen, wenn ich rede, weil wir reden, kommen nachher doch nicht mal so die Hi. Ich hoffe jetzt, die zwei Damen, die hier immer zuschauen, sind überzeugt von meinen Rap-Skills. Generell habe ich sowieso nicht so viel Ahnung von den Frauen. Immer wenn so eine Frau mir in die Nähe kommt, dann habe ich immer Angst. Smash. Oh mein Gott, geh weg! Skandal! Autoposer. Ich meine, wie klein kann dein Schwanz sein, dass dein Auto so muss tönen und aussehen oder was auch immer. Ich meine, du kannst sowieso nur von A nach B fahren. Es macht doch ein und er so, oh mein Gott! Der Hammer! Die Autoposer, ich kann mit dem so nicht anfangen. Mein Homie Löckli ist so eine Grüße raus. Fresse, du Tränen, Mann. Wirklich, ich habe nichts dagegen. Ich finde es toll, dass ihr ein Hobby, eine Leidenschaft gefunden habt. Ich meine, so wie ich mache ich auch die Scheiße da. Aber dann die Leute, die so Bahnhofsrunde drehen, checkt ihr die? Die hocken dort so in ihrem geleisten G63, weißt du, hocken die da drinnen, gell? Drehen so runter so. Jawohl, ja! Und dann denken sie, alle Frauen in 10 Kilometer Umgebung laufen aus, oder was? Und dann irgendwie so 20'000, weißt du, sie kaufen so ein Auto. So ein Subaru oder ein Toyota oder so ein Shit, man. Dann machen sie das, am Auto machen sie das, am Auto Felgen, Teufel legen und solche Scheissdreck. Und that's it. Es sieht geiler aus, tönt vielleicht geiler.
Und immer die Homies, weißt du, die so autobegeistert sind, gell? Die kommen so zu mir her und sagen so, ja weisst du, jetzt habe ich hier einen V8 Motor, 3K, 37 AMK, QDH, Auspuffsverlängerungszeug, ich habe ihn so hart tiefer gelegt, ich habe Sitze drinnen mit Jetpack und alles. Ja, cool, dass dein Auto ein Batmobil ist. Aber, Bro, wenn schon, habe ich einen grossen Schwanz, Alter. Was willst du von mir? Oh mein Gott. In dem Fall komplettes Skandal! Leute, die viel Anglizismen brauchen. Lasst mich erklären. Ich brauche selber die Anglizismen auch. Also, ich bin da nicht unschuldig. Aber es gibt Leute, die 80% von einer Sprache ist, ja, weisst du, nochmal noch sehen, weisst du, noch am Talken bin, weisst du, mit dieser Schari, gell, kleiner Motherfucker, oh mein Gott, what do you mean, man? Alter, und dann wirklich schlimm, sorry, es tut mir leid, aber bei Frauen fuckt's mich so ab. Actually, I don't know what you want from me. I'm the queen, period. Was ist das Period? Was heisst Period, man? Zeitraum. Das Period und das Slay, ey, ich kann das nicht. Digga, Zeitraum, oh mein Gott, ist das selbstverständlich wegen eurer Periode, oder? Die ihr habt, wegen eurem, da, keine Ahnung, kenne ich mich eben nicht aus mit Frauen, habe ich schon vorher gesagt. Und das ist so, wer hat das erfunden? Wo finde ich die Fotzen, die das gefunden hat, man? Das sagt so etwas, ja, nein, das hat Period. Ich finde ein Wort für uns Jungs. Nämlich, unser Period ist jetzt neu das. Sperm Jam. Das sagen wir immer so, Spear Jam. Weißt, ich gehe so mit den Boys, kann ich so Fußballmatchen, dann trinke ich Bier, Spear Jam. Es ist ein komplettes Skandal! So, bevor das Video jetzt hier fertig ist, wollte ich nochmal sagen, falls sich irgendjemand, es muss sich niemand angegriffen fühlen. Ich habe jetzt einfach wirklich mal frei von Leber ein bisschen erzählt, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Format als die anderen so. Aber wenn es gefallen hat, gebt den Daumen hoch, abonniert den Kanal. Ihr könnt sonst mal in die Kommentare schreiben, was ihr skandalös findet. Vielleicht kann ich das im nächsten Video brauchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss zusammen.